Und wenn wir nun das Geschenk von Jesus angenommen haben, dann beginnt ein neues Leben. Die Bibel spricht oft davon, dass wir eine neue Kreatur sind, dass nun ein Neustart in unserem Leben beginnt. Und das ist genau der Punkt, an dem wir den Jakobusbrief aufschlagen. Der Jakobusbrief, der spricht nun von der Reise, was es heißt, wenn wir vom Kreuz errettet, alleine durch Gnade, neue Menschen sind in Jesus. Und nun gehen wir hin ins Leben. Und was heißt jetzt nun das Leben als Christ sein? Was heißt es nun, wenn ich sage, Jesus ist mein Herr? Was heißt es nun, wenn ich mich zur FEG Embrach zähle oder regelmäßig in die Kirche gehe oder bete? Was will Gott mir damit sagen? Was kommt da auch für ein Veränderungsprozess in unser Leben? Und hierfür ist der Jakobusbrief ein wunderbarer Leitfaden. Der gibt uns Hilfe, wie wir ganz, ganz praktisch unser Leben umgestalten können nach Gottes Wille, damit wir eben das königliche Leben erreichen, das Gott und die Bibel uns so oft auch versprechen. Wir möchten euch in dieser Serie im Jakobusbrief ermuntern, den ganzen Brief durchzulesen. Ich kann von mir sagen, es ist nicht so schwer. Ich habe ihn in 3-4 Mal morgendliche stille Zeit durchgeackert. Also wirklich, das schafft man. Und wenn ihr das erste Kapitel lest, dann merkt ihr, da kommt viel. Das erste Kapitel ist richtig, richtig vollgepackt mit vielen, vielen Sachen, ganz praktischen Dingen. Es ist wie ein Überblick über die nächsten 3-4 Kapitel, die noch folgen werden. Also im ersten Kapitel spricht er viele Texte an, welche er dann Kapitel 2-5 nochmals aufgreift. Deshalb gehen wir in dieser Serie auch nicht ganz, ganz genau chronologisch durch, aber wir schauen, dass wir eigentlich jeden Bereich vom Jakobusbrief ansprechen. Ich starte hier mit diesem kleinen Abriss von Jakobus 1, 9-11. Das sind eben diese Verse, die eigentlich danach in Jakobus 2, 1-13, unser Haupttext von heute, nochmals vertieft werden. Ich habe ihn hier dabei zum Mitlesen. Ich habe ihn hier nicht dabei zum Mitlesen. Moll, ich habe ihn. Ja, das stimmt. Jakobus 1, 9-11. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Ihr merkt, es geht um arm und reich und wir haben hier etwas verkehrte Welt. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Der niedrige Bruder wird hier gemeint, der sozial Schlechte, vielleicht der Arme, der Bettler, oder der Krüppel, der Kranke, der rühme sich seiner Hoheit. Aber wie geht das, dass der Jakobus hier den niedrigen Bruder als hoch oder über seine Hoheit rühmen lässt? Jakobus ist ja, wir gehen stark davon aus, der leibliche Halbbruder von Jesus und hat darum auch sehr, sehr nah Jesus immer wieder miterlebt und kennengelernt. Und Jakobus kennt sehr, sehr gut das Geschenk, das Jesus ihm gemacht hat durch die Auferstehung am Kreuz. Denn am Anfang, als Jesus sein Wirken begonnen hat, hat Jakobus nicht an Jesus als Erretter, als Messias geglaubt, denn es war ja sein Halbbruder oder Bruder. Aber Jakobus hat gelernt und hat begriffen nach der Auferstehung in Jesus, dass genau Jesus dieser Messias ist, der zum Leben führt. Und in diesem Jesus hat Jakobus eine neue Identität entdeckt. Eine Identität, die über das Irdische herausgeht. Eine Identität,
die eben mehr ist als das, was der Mensch sieht, die mehr ist als einfach Geld, Status und Gesundheit. Wir haben eine Identität als Christen, egal ob arm oder reich, in Jesus, die in Ewigkeit Bestand haben wird. Das hier ist die Botschaft, die uns in jeglicher Lebenslage auch trösten soll. Und nun der andere, weitere Gegensatz, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie das Gras wird er vergehen. Also auch wenn du reich bist, dann bringt dir das nichts. Auch dann ist deine Identität in Jesus. Auch dann ist der wahre Reichtum eigentlich der, den du in Jesus hast, denn der trägt bis in alle Ewigkeit. Wir kommen später nochmals zu den reichen Leuten, was die für eine Aufgabe haben. Wir haben ganz zu Beginn der Sommerferien Sigi Nüestar hier gehabt zur Predigt, 14. Juli war das. Er hat über Reich und Arm gepredigt. Deshalb werde ich das heute auch nicht sehr in den Mittelpunkt stellen. Aber hier, geh auf unseren YouTube-Kanal. 14. Juli findest du die Predigt mit dem Titel mit dem rechten Umgang unserem Reichtum. So findest du die Predigt und da findest du sehr, sehr viel und da findest du auch die Erklärung, ob du und ich reich oder arm sind. Vers 11 ist dann eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament, finden wir in Hiob, aber auch in den Psalmen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Ja, wir haben hier 80, 90, vielleicht 100 Jahre zu leben. Reich bist du nicht von Anfang an, vielleicht mit 25 oder 30 wirst du reich. Im besten Fall, das heißt, diese 50 Jahre Reichtum, die du im besten Fall hier auf der Erde hast, die sind nur nichts im Vergleich zu der Ewigkeit im Himmel. Das ist hier mit Vers 11 gemeint. Ja, so steigen wir nun ein ins Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Hier vertiefen wir das Thema weiter. Ich lese den ganzen Abschnitt, zuerst als in einem Stück und danach gehen wir Vers für Vers durch. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht, setze du dich bequem hierher, und sprecht zu dem Armen, stehe du dort, oder setze dich an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ja, da noch eine Spule. Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesbrecher geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.
Ja, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, ja, so schwierig ist das nicht. Wir haben keine Vorurteile und alles ist gut. Können wir Haken drunter setzen, check, begriffen. So können wir weitergehen. Aber als ich den Text das zweite, dritte Mal gelesen habe, habe ich doch noch viele, viele Perlen darin entdeckt, auf die ich nun mehr eingehen möchte. Im ersten Vers, meine Brüder, ich habe das zu Beginn bereits gesagt, Jakobus spricht nun zu uns Christen. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Ja, es ist vielleicht beim zweiten oder dritten Durchstöbern des Herzens vielleicht doch nicht so selbstverständlich, wie wir die andere sehen. Mein Nachbarn, mein Bruder, der vielleicht die Erbstreitigkeiten über das irdische Geld ausgelöst hat. Der Arme vielleicht hier in der Kirche oder im Verein. All das sollen wir nicht ansehen. Wir sollen die Person ansehen, wie sie Jesus gemacht hat. Die Person ist nämlich gemacht als Ebenbild Gottes. Das ist das, was Gott über jeden Menschen aussagt. Und genau so sollen wir wirklich auch die Menschen ansehen. Ich habe hier meine Brüder angeleuchtet und der Herr der Herrlichkeit, ihr seht, es hat die Schriftgröße verändert deshalb. Also Herrlichkeit sollte hier blau sein und hier möchte ich nochmals etwas vertiefen. Unseren Herrn der Herrlichkeit können wir auch übersetzen als unseren herrlichen Herrn. Wir haben das schöne Lied Mutig komme ich vor den Thron vorhin gesungen, wo wir auch Jesu Schönheit besungen haben. Und ich möchte dich fragen, was hast du für ein Bild von Jesus? Hast du ein herrliches Bild von Jesus? Oder ist er irgendwie passiv auf dem Thron hinter den Wolken, weit, weit weg? Jakobus hat den herrlichen Herrn entdeckt in seinem Halbbruder. Dieser Jakobus hat einen großen Weg hinter sich gelegt und entdeckt, dass in Jesus, in dem göttlichen Jesus, eine ganz, ganz große Herrlichkeit ist. Ich habe ein paar Schlagwörter herausgestrichen, wie Gott sich sieht, wie er sich vorstellt. Er ist wie ein liebevoller Vater. Er ist Liebe, er ist aber auch allmächtig, ewig, geduldig, barmherzig, treu. Jesus ist das Wort, er ist gerecht und auch wahrhaftig. An dieser Stelle möchte ich euch einladen, euer Gottesbild zu hinterfragen. Für mich ist das Gottesbild für mich persönlich etwas kindlich. Ich sage mal eine Bleistiftzeichnung, die in meinem Leben immer detaillierter wird, vielleicht auch etwas Farbe bekommt, aber wirklich, wirklich Farbe bekommt es dann erst, wenn wir vor Gott stehen und seine Herrlichkeit entdecken. Aber nutzt euch eure Vorstellungskraft und geht auf die Entdeckungsreise nach dem herrlichen Herrn Jesus. Er stellt sich uns so oft so gut vor. Nun gehen wir weiter und lesen zusammen nochmals den größeren Abschnitt, Vers 2 bis 5. Denn wenn in eure Synagoge, und Synagoge können wir hier übersetzen als Zusammenkunft, also wenn in eure Zusammenkunft ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht, setz du dich bequem hierher, und sprecht zu den Armen, stehe du dort, oder setze dich unter meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ja, wie schon gesagt, ich denke,
Das haben wir erreicht. Wir haben alle dieselben Stühle. Jeder kann frei wählen, ob er vorne, hinten, in der Mitte oder sogar an den Tischen hinten sitzen möchte. Also, da sind wir schon gut. Nein, so einfach ist es nicht. Mit wem redest du nach dem Gottesdienst? Redest du nur mit diesen Leuten, die dir gefallen oder die keine Probleme im Leben haben? Über was redest du nach dem Gottesdienst oder mit deinem Nachbarn? Fragst du ihn, wie es ihm geht? Kümmerst du dich um ihn? Auf dem Handout habe ich auch noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter aufgelistet zum Lesen. Da findet ihr übrigens auch noch mehr Bibelstellen, um das noch zu vertiefen, wo ich heute Schwerpunkte setze. Aber mir wurde neu die Geschichte vom barmherzigen Samariter ins Gedächtnis gerufen und in mir kam die Frage auf, wo schaust du hin, Andi, wenn du jemanden siehst? Schaust du weg, wenn jemand da liegt oder wenn es jemandem schlecht geht? Oder schreibst du ihm mal eine WhatsApp oder eine Nachricht und fragst ihn, hey, wie geht's dir? Kann ich dir was tun? Es geht hier um den Menschen. Wir sollen keinen Unterschied machen. Gleichzeitig haben wir hier auch eine große Warnung. Sprüche 17, Vers 5 haben wir hier. Und da steht, wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Nun sei vorsichtig, wenn du nicht mit gleichen Ellen misst, beim Armen oder beim Dreckigen, beim Arbeiter oder dem, der das Leben bergab ging, dann verspottest du Gott selbst. Also hier müssen wir wirklich aufpassen und Jakobus sehr ernst nehmen. Auch Jesus identifiziert sich mit den Armen hier in Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten tut, das habt ihr mir getan. Und so sollen wir in der Gemeinde umgehen miteinander, in den Gesprächen, aber auch einfach unser Lifestyle als Christ soll geprägt sein, dass jeder ein Geschöpf Gottes ist und Jesus ist für jeden gestorben. Ja, wir haben Vers 5 mit einem für mich sehr, sehr spannenden Schluss. Ich lese ihn hier nochmals. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Nun, ich habe das bereits erwähnt, dass Gott die Armen liebt und dass der Reichtum im Himmel auf jeden wartet, der auf das Reich Gottes baut in seinem Leben. Das möchte ich hier nicht nochmals betonen, aber was ich fragen möchte ist, wer möchte Erben des Reiches Gottes sein? Erben ist ja ein Geschenk, ist immer schön, he? Erbstreitigkeiten, ein großes Thema in fast jeder Familie, wenn es ums Geld geht. Ja, ihr seid bewahrt, wenn es nicht so ist, aber was ist, wenn du erben kannst vom höchsten Gott? Der Gott, der sagt, im Himmel sind die Straßen mit Gold gepflastert. Der Gott, der sagt, ich habe das Universum gemacht und die Sterne an ihren Platz gestellt. Und er kann ein Wort sprechen und die Natur sprießt hervor. Und du kannst Erben sein von ihm. Lädt dich das nicht ein, mal diesem Erbe nachzugehen und zu fragen, wer erbt? Was kann ich tun, damit ich Erbe werde? Und Gott hat es dir versprochen, wenn du in die Kirche gehst oder wenn du brav bist oder wenn du keinen Seich machst. Was steht hier? Nein, er hat es dir versprochen, wenn du ihn liebst.
Das vergessen wir so oft in unserem Menschsein. Wir sind so im Tun, wir sind in der Werke, wir haben gerne Checklisten. Check, habe ich erreicht, dann komme ich eine Karriereleiter weiter. Aber nein, hier geht es um Beziehung. Und eine Beziehung, die lebt. Die ist nicht einfach irgendwann abgehakt oder mit der Mitgliedschaft in einer Kirche getan. Wir müssen ihn lieben. Ja, die meisten von euch wissen, ich habe vor einem halben Jahr geheiratet, bin seit 1,5, 2 Jahren bald mit meiner Frau zusammen oder verlobt. 2 Jahre, wir haben diese Woche 1 Jahr Verlobungszeit gefeiert. Wir haben uns, haben das genossen. Und deshalb sind mir die Erinnerungen oder immer noch sehr frisch, was es heißt, eine Liebesbeziehung zu leben. Eine Liebesbeziehung braucht Zeit. Eine Liebesbeziehung verschenkt sich einander. Eine Liebesbeziehung ist opferbereit. Eine Liebesbeziehung lässt man sich etwas kosten. Man lädt den anderen ein, man kauft Blumen, man macht ganz, ganz viel. Man ist hier sich nicht zu schade. Für alle, die schon lange keine Blumen geschenkt haben, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Also alle Frauen, die morgen Blumen auf dem Tisch haben. Und genau so ist es auch mit unserem Glauben. Es soll eine Liebesbeziehung sein. Liebst du Gott? Und wie zeigt sich das in deinem Leben? Ich bin hier ganz bewusst in den Urtext gegangen. Ich habe einen Schlüssel hingemalt, weil ich das als ganz, ganz großen Lebensschlüssel sehe eines jeden Christen. Agape ist hier geschrieben. Agape, eine Liebe, die ihr vielleicht schon kennt. Wir im Deutschen kennen einfach Liebe, da ist Erotik und alles drum herum gemeint. Aber mit Agape haben wir die gezielte, hingebungsvolle Liebe. Die Liebe, die sich bedingungslos verschenkt. Die Liebe, die auch Jesus uns gezeigt hat am Kreuz, indem er sein Leben für unser ewiges Leben getauscht hat. Und mit dieser Liebe sollen wir unsere Gottesbeziehung leben und pflegen. Und um hier nochmals das Fundament zu legen, 5. Mose 6,5: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ja, es ist nicht ein Sonntagmorgen Ritual. Es ist nicht einfach etwas, das man vielleicht mit den Kindern macht während der Erziehung. Es ist mit der ganzen Kraft, mit all deiner Zeit und mit ganzem Herzen. Jesus sagt auch, wo dein Herz ist dein Schatz und umgekehrt. Wenn du mit ganzem Herzen Gott liebst, dann hast du diesen Schatz entdeckt. Vers 6. Geht Jakobus wieder mit den Brüdern ins Gericht. Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch aber nicht die Reichen und ziehen nicht die Reichen euch vor die Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Nun, wenn ihr die Predigt von Sigi hört, die er im Juli bei uns gehalten hat, können wir uns vielleicht mit dem Reichen identifizieren. Ich habe mir erlaubt, hier eine Botschaft umzuformulieren. Du Reicher, unterdrücke niemanden, zieh nicht vor die Gerichte, lästere nicht über andere, denn Gott hat über sie seinen guten Namen ausgerufen. Wenn du dich als reich, und das können wir uns in der Schweiz nennen, wenn du dich als reich nennst oder deinen Segen siehst, den Gott dir zur Verfügung steht, dann brauche ihn, um Gott zu ehren. Warum? Warum sollen wir mit unserem Reichtum geschickt umgehen? Das erfahren wir in Vers 8. Denn hier kommen wir zum königlichen Gesetz. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt,
so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Nun, es gibt offenbar ein königliches Gesetz. Ich habe schon mehrmals über das Reich Gottes erzählt heute und wir als Christen, uns nennt die Schrift im Neuen Testament Botschafter vom Reich Gottes. Und der Schweizer Botschafter in Deutschland vertritt die Schweiz in Deutschland. Der Schweizer Botschafter in Amerika, in der USA, vertritt die Schweiz dort. Und der ist Botschafter. Also der kommt mit der Schweizer Fahne. Und genau so sollen wir in die Welt gehen, mit der Jesus-Fahne. Und dann Gottes Gesetz vertreten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Eine Herausforderung, Tag für Tag. Immer wieder das Göttliche im nervenden Arbeitskollegen zu sehen. Da dürfen wir auch auf Gottes Hilfe zählen. Achte dich ganz bewusst in den nächsten Tagen, wer schickt dir Gott über den Weg als deinen Nächsten? Und frage den Heiligen Geist, was soll ich ihm tun? Was soll ich ihm sagen? Oder wie siehst du diesen Menschen? Ich glaube, dann sind wir Botschafter Gottes und dürfen schon mehr und mehr das königliche Leben entdecken, für das uns Gott berufen hat. Nun, in jedem Königreich gibt es Gesetze und Jakobus als Jude, der auch, man geht davon aus, diesen Brief an Judenchristen schreibt, die sind sehr vertraut mit dem Gesetz Gottes. Die sind gewohnt, die Gesetze vom Judentum einzuhalten. Und darum spricht er hier auch, dass wenn wir Sünde machen, werden wir vom Gesetz als Übertreter überführt. Und genau diesem Gesetz wollen wir hier noch etwas weiter nachgehen. Denn im Vers 10 steht, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesbrecher. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nun, wir haben auch heute noch im Jahre 2024 nach Christus Gesetze, ganz praktisch im Straßenverkehr, beim Steuern zahlen und auch ganz viele andere Gesetze. Aber als Christ und Botschafter Gottes haben wir auch Weisungen, Gesetze vom Herrn. Und Jakobus ermahnt uns hier nun wirklich ins Detail zu gehen. Ins Detail zu gehen und unser Inneres zu überprüfen, wo wir vielleicht Kompromisse machen. In der Nächstenliebe oder in der Liebe zum Herrn oder wo auch immer. Und es gibt keinen Unterschied für Gott, denn Gott ist heilig. Und in dieser Heiligkeit, da hat kein Gesetzesübertreter Platz. Und deshalb sind wir zum Anfang dieser Predigt beim Kreuz gelandet, weil wir in Jesus diese Gesetzesübertretungen ablegen können und er uns in ein neues, weißes Gewand trägt. Und erst dann sind wir wirklich frei. Und dann kommen wir zu Vers 12. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und hier ist für mich ein Widerspruch auf der letzten Zeile, das Gesetz der Freiheit. Ja, was meint Jakobus hier mit dem Gesetz der Freiheit? Ja, ich habe lange darüber nachgedacht und kam auf Römer 8, 1 bis 2. Also,
gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nun, das Gesetz der Freiheit, das ist das Gesetz, dass wir in Jesus unsere Fehler und Schuld bekennen können und danach in Freiheit weitergehen. Aber das ist nicht der Freipass, damit wir leben können, wie wir wollen. Ich denke, das haben wir nun im Jakobusbrief schon oft gelesen. Deshalb habe ich mir erlaubt, diesen Vers, diesen Abschnitt etwas umzuschreiben. Ich lese nochmals von Vers 10 her. Denn wer das Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesbrecher geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch Jesus Christus vor dem Gericht frei sind. So habe ich den Römer 8, 1 und 2 hier in diese letzte Zeile eingeführt. Wir sind frei in Jesus durch das Gesetz. Das ist die wunderbare Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht. Gott ist barmherzig und er möchte uns freisprechen in Jesus Christus. Damit wir eben diese Gesetze halten können, damit wir Botschafter sind. Es ist die Grundlage des christlichen Lebens, dass wir immer wieder diese Freiheit neu in Anspruch nehmen können und dank dieser Freiheit in Christus Jesus weitergehen können. Wir können uns im Gericht Gottes, was sich durch diese Veränderung der letzten Zeile nicht wegstreichen möchte, aber in diesem Gericht Gottes, was uns die Bibel voraussagt am Ende von diesem irdischen Leben, können wir uns auf Jesus berufen und er ist stellvertretend, hat er für unsere Schuld, für unsere Gesetzesübertretungen bezahlt. Wie schon gesagt, das Gericht möchte ich nicht rausstreichen. Es kommt im Vers 13 noch einmal, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Nun, wir haben viel über Gesetze gelesen, über Verurteilung, Vorurteile und hier kommt ein ganz, ganz neuer Begriff, der Begriff der Barmherzigkeit. Und hier haben wir diese große, große Trostbotschaft. Ja, hier ist auch der Balken, eine Zeile zu weit oben. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist so, so gut. Ich habe hier auch noch Matthäus 7, 1 und 2 raus. Muss ich da schnell schauen? Nein, habe ich nicht dabei. Ihr müsst einfach gut zuhören. Matthäus 7, 1, Vers 2 spricht auch über das Gericht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und Vers 2, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also es ist hier nicht ein Freipass der Barmherzigkeit, sondern es ist insofern die Warnung, dass wenn wir verurteilen, werden auch wir verurteilt werden. Wenn wir nicht barmherzig sind, wird auch Gott nicht barmherzig sein. Und da wird die Situation wieder ganz, ganz ernst. Wenn wir von einem Gericht ausgehen, am Schluss von unserem Leben, und wir da nicht auf die Barmherzigkeit zählen können, die uns Gott versprochen hat, weil wir hartherzig waren als Christen, weil wir andere verurteilt haben, dann wird es ungemütlich. Dann müssen wir uns Gedanken machen, dass wir hier uns an Jesus,
das gute Beispiel nehmen und seine Barmherzigkeit in unser Leben spiegeln und ganz, ganz neu Barmherzigkeit üben. Gegen jeden, der schuldig ist, gegen deinen Nachbarn, aber auch in der Familie, mit den Kindern, aber auch mit den Eltern. Denn so wie wir barmherzig sind, wird Gott mit uns barmherzig sein. Ich liebe diesen Begriff, der hier steht, triumphiert. Das ist für mich so ein wunderbarer Abschluss auch von diesem Abschnitt. Die Barmherzigkeit triumphiert. Ich triumphiere gerne. Das mache ich einfach. Ich liebe das, wenn man erfolgreich ist, wenn man gewinnt. Und genau das impliziere ich in dem Begriff Triumph. Der triumphale Einzug, auch das Feiern der Barmherzigkeit. Wir dürfen das auch ganz, ganz neu feiern, diese Barmherzigkeit, die Gott uns zuspricht, aber die wir auch zusprechen dürfen. Denn da, wo Jesus ist, da ist Freiheit, denn da, wo Barmherzigkeit ist, da ist Freiheit. Und wir Menschen, wir sind manchmal so verschoben und denken, der andere, zu dem ich barmherzig bin, ist dann vielleicht frei. Aber es ist eben nicht so. Es ist eben so, dass diese Freiheit auch für mein Herz gilt. Da, wo wir nicht barmherzig sind mit den Schulden und Fehlern des anderen, da werden wir gefangen genommen. Da ist unser Herz gefangen genommen und wir werden nach unten gezogen. Aber wenn wir Barmherzigkeit üben, dann dürfen wir immer auch in der Freiheit zu Jesus kommen und seine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Die Barmherzigkeit triumphiert. Ja, es ist so eine wunderbare Geschichte mit der Barmherzigkeit. Ich möchte nun 3 Schlüsselverse hier herausschälen zum Schluss. Die Botschaft für den Schwachen. Jesus identifiziert sich genau mit dir. Wenn du Probleme hast in deinem Leben, dann ist dieses Buch, das dir Trost gibt. Es ist Jesus, der dir am Morgen Kraft gibt zum Aufstehen und zum deine Sachen erledigen. Aber es ist auch Jesus, der dich auffordert, das königliche Gesetz in die Welt herauszutragen und so einen Botschafter zu sein. Der zweite Punkt, der Anfang des königlichen Lebens beginnt in der Liebe zum Herrn. Das müssen wir immer wieder neu üben. Das ist nicht abgeschlossen, das haben wir nie einfach ganz begriffen. Ich habe gesagt, ich bin nun ein halbes Jahr verheiratet. Die schon 20, 30 Jahre verheiratet sind, die wissen, dass Liebe und die Beziehung zum Partner nie abgeschlossen ist. Das ist ein Dranbleiben, ein Neuentdecken, ein Investieren in Blumen oder in Zeit, in Aktivitäten, Unternehmen, im Sprechen, im Austauschen, aber auch im Genießen. Und alle diese Facetten, die sollen wir auch in unsere Gottesbeziehung hineinlegen. Und dann verspricht Gott uns das königliche Leben. Denn in ihm ist die Vollkommenheit und ein großer Reichtum. Und zum Schluss die Warnung und trotzdem das Triumphale: Sei barmherzig, damit Gott mit dir barmherzig ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott barmherzig ist, weil wir barmherzig sind. Aber wir können nur barmherzig sein, weil Gott mit uns barmherzig ist. Aus dieser Kraft, aus dieser Liebe zum Herrn können wir barmherzig sein mit unseren Mitmenschen. Es ist ein Kreislauf, es ist ein Zusammenspiel, es ist eine Dynamik, die nie abgeschlossen ist und die immer wieder auch zum Entdecken einlädt. Ja, ich komme zum Schluss und möchte euch einladen, diese Punkte oder was auch dich angesprochen hat, ja, prüf das und bewahre das in deinem Herzen. Denke darüber nach, heute Nachmittag, heute Abend oder vielleicht morgen. Nimm ein Handout mit, da sind die wichtigsten Punkte drauf, aber auch noch Bibelstellen zum Vertiefen.
Und mach Sachen fest mit Gott. Wir haben hinten nun während der nächsten Lobpreiszeit auch Leute da, die für euch beten, um genau dieses Geschenk der Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen. Aber auch Sachen abzulegen, damit wir freigesetzt werden, Barmherzigkeit zu leben. Zu allen, egal ob arm oder reich, ob stinkig oder schön parfümiert, ob dick oder dünn. Jesus liebt sie und sie sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, danke für den Jakobusbrief, den du uns gegeben hast als Leitlinie, als Ermahnung, aber auch als gute Botschaft, wie wir leben können, so wie es dir gefällt. Ja, du hast uns in der Bergpredigt Jesus oder den Menschen dort viel gegeben, viel gesagt. Und Jakobus schlüsselt das für uns ganz, ganz praktisch in diesem Brief auf. Danke dürfen wir diesen Brief haben, lesen und für unser Leben in Anspruch nehmen, damit du uns verändern kannst, damit wir Botschafter von deinem Reich sein dürfen. Danke für deine Barmherzigkeit, jeden Tag neu, damit auch wir barmherzig sein dürfen. Amen.